Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung noch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. Es gibt ein gutes alt Lützeburger Sprichwort, das sagt, was in den Dreck mehr reiert, was mich stinkt. Das trifft so auf die Situation, wie sie evaluiert wird am Dossier von der Roma. Probleme an dem Zusammenhang mit Frankreich, die unglücklich aussehen am höchsten Niveau von nationalen und europäischen Politikern. Wie Lützeburg an die ganze Problematik herangezugehen ist, ist bedauerlich. Ich bin eigentlich gerade so traurig wie Rosen, dass Aussehen, die besser unterblieben wären, als Ursache geholgen für uns an das Land zu diskriminieren, zu menacieren und sogar als Existenz als Volk und als unabhängige Staat auf Frage zu stellen. Wen hat das gedacht, dass wir noch 60 Jahre erfahren für ein vereinigtes Europa, auf Frieden, auf Freundschaft und so weit wie möglich auch auf Wohlstand aufzubauen, eine so Polemiken nachher miterleben. Ich habe hier auf dieser Platz schon klar und deutlich gesagt, dass sie sicher die Freizügigkeit in Europa auch von ethnischen Minoritäten nicht vorstellen darf. Aber wenn man an einem Land bleiben will, auch wenn man zu einer Minorität oder zur Majorität gehört, dann hat man sich an die Gesetze von dem Land zu halten. Aber wenn er sich straffällig macht, dann kann es nicht sein, dass die Autoritäten, die für die Sicherheit und Protektion von Habergut zuständig sind, kritisiert gehen oder daran gehindert gehen, straffälliger zur Rechenschaft zu ziehen, wenn die nicht weiß oder katholisch sind, für mal ein bisschen brutal auszudrücken. Es kann nicht sein, dass nur all diese bedauerlichen, überflüssigen Polemiken am Zusammenhang mit der Behandlung von der Roma in Frankreich zu einer Steuerung von unseren guten nachbarschaftlichen Relationen kommt. Ich habe nach all diesen Evenementen an den letzten Wochen immer einen klaren Spruch geschwärzt. Wir brauchen uns zu Lützeburg, besonders so aussehen, wie sie sich der französische Senator Marini erlaubt hat, nicht gefallen zu lassen. Da tun ich auch meine französischen Kollegen zu Straßburg gesagt, und ich bin froh, dass sie sich all nicht nur von denen Aussagen distanziert hat, aber sich sogar auch bei uns viele sogar schriftlich entschuldigt hat. So wie die französische Regierung dadurch bei unserer Regierung gemacht hat. Allerdings lassen sie Aussagen tief blicken. Es gibt schon auch ein Sprichwort, was richtig feststellt, voll Reden wären nicht der Gedanken. An dem, was verschiedene Politiker über Lützeburg sich am Eifer für sich gehen haben, können den auch Schlussfolgern daraus, dass Rosen Aussagen himmlische Gedanken sind. Wir sollen aus dem ganzen Spektakel die Lektion ziehen, dass uns auf keinem Gebiet, auf keinem Niveau etwas geschenkt wird. Am Gegenteil. Mehr wie je sind wir auf uns selber angewiesen, auf das, was wir selber zu leisten imstande sind, und darauf, dass wir für uns Argumente als Situationen verstehst du mich, an Alliierten sichern müssen. Wir brauchen Frieden an der Großregion, an Europa und an der ganzen Welt. Wir sollen die guten Relationen, die wir auf allen Niveaus mit den Entscheidungsträgern haben, nicht mit unevaluierten Aussagen und Aktionen aufs Spiel setzen. Es nutzt nicht, uns provozieren und zu Überreaktionen verleiten zu lassen. Tout ce qui est exagéré est insignifiant, hat Molten Talleyrand gesagt. Und gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens, hat doch eine gewisse Goethe schon lange gewusst. Wir haben zu Lützeburg große Probleme zu lösen.
die immer mehr gewaltig gehen, was wir mehr lang werden, für sie anzupacken. Da muss Priorität tun. Und dafür müssen Politiker daheim an Europa den erforderlichen Courage abbringen, als sich nicht auflenken lassen. Wenn es so leid wie den Herrn Marini das Existenzrecht von Lützeburg auf Frage stellen, als das sicher ungeheuerlich. Es muss reagiert gehen, so wie wir das ja auch gemacht haben. Aber lassen wir aufpassen, dass wir nicht als Existenz selber aufs Spiel setzen, dadurch, dass wir nicht imstande sind, als Probleme anzupacken und sie zu lösen. Merci, dass ihr mir noch gelauscht habt, bis geschwind.